Seit Beate Hartmanns Vater verstorben ist, sind 1,5 Jahre vergangen. Heute ist der Abschied. Heute kommen die ganzen Sachen, so die Reste von 2x50 Jahre Leben raus. All diese Dinge erzählen Geschichten. Doch mitnehmen kann sie Beate Hartmann nicht. Ja, es ist noch mal ein letztes Mal Kontakt aufnehmen, noch mal Kindheit sichten, noch mal Revue passieren lassen, was ja alles gewesen ist in der Wohnung. Es ist noch mal alles rund machen und dann in Ruhe gehen. Zwischen ihrem 4. und 23. Lebensjahr hat Beate Hartmann hier zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester gelebt. Für mich ist Loslassen immer ein Prozess. Es gibt Menschen, so wie meine Schwester, die machen alles platt und gehen weg und können das auch anders nicht. Und ich habe mir tatsächlich Zeit gelassen. So. Das hier ist ein ganz spezielles Zimmer. Das ist das Zimmer, wo meine Eltern beide in Ruhe eingeschlafen sind. War hier die Pflegebett jeweils für beide. Und der Papa hat sich hier das ist der Platz, wo meine Mutter beigesetzt worden ist in der Schweiz. Den hat er sich extra dahin gehängt. Und das war so ein bisschen sein Platz, um mit ihr in Kontakt zu treten. Zum Loslassen gehört für Beate Hartmann auch das Zulassen von Gefühlen. Oft bin ich versackt. Ich fahre 60 Kilometer fast, ja, von Fürstenfeldbruck hierher und bin an einem Schrank und stehe da und versacke. In Erinnerungen oder in auch, will ich das jetzt? Und manchmal bin ich tatsächlich fast unverrichteter Dinge wieder gefahren. Hallo, grüß dich, Frau Hartmann. Grüß dich, meine Florian war Name. Grüß dich. Hallo. Um die letzten Dinge zu entsorgen, hat Beate Hartmann eine professionelle Entrümpelungsfirma bestellt. Viele Erinnerungen landen auf dem Wertstoffhof. Und wie fühlt sich das so an jetzt? Gemischt. Ein Teil ist so, die sind so schnell, ich habe keine Kontrolle, ich kann nicht noch mal gucken. Und ein anderer Teil ist einfach so, boah, es ist weg. Als Kind hatte Beate Hartmann ein schwieriges Verhältnis zum Vater. Seit sie erwachsen ist, waren sie ein Herz und eine Seele. Was soll bleiben, was soll gehen? Oft schwer zu entscheiden. Ach, da bist du gelandet. Das ist ein Wildschweinbild, das hat die beste Freundin meiner Nichte gemalt zu seinem 70. Weil ich immer gesagt habe, wenn er mir nicht sagt, was er zum 70. so als Geschenk will, dann kriegt er ein Wildschweinbild. Und das habe ich dann malen lassen, das Wildschweinbild. Das werde ich mir ganz bestimmt aufheben. Loslassen vom Leben war für Beate Hartmanns kranken Vater ebenfalls ein Prozess. Anfang 2017, irgendwann im März, sagte er zu mir, Mei, die Mama hat mich, glaube ich, nicht mehr lieb. Ja. Dann habe ich gesagt, wie kommst du auf das schmale Brett? Was ist da los? Ja, die holt mich nicht. Und dann habe ich mir eine Woche lang Zeit gelassen, darüber nachzudenken. Und dann habe ich das nächste Woche, wie ich ihn besucht habe, habe ich dann gesagt, weißt Papa, ich glaube, das kann sie einfach nicht. Die Mama kann viel, aber jetzt noch mal runterlangen und dich holen, das glaube ich geht nicht. Da wirst du ein Stück entgegengehen müssen. Und das war der Zeitpunkt, wo er wirklich angefangen hat loszulassen, bis er dann ganz still wurde und dann ist er eingeschlafen. Für Beate Hartmann war heute ein wichtiger Tag, um die letzten materiellen Dinge ihrer Eltern loszulassen. Was für immer in ihrem Herzen bleibt, sind ihre Erinnerungen.